Willkommen bei Spiritualität riecht raus. Mein Name ist Mats und Thema Haut. Wow, geht auch ein ziemlich großes Thema. Es geht das Sujet vom Irrscher. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, wo ich soll aufpacken oder wo ich soll aufhängen, weil über dem, wo ich mir Gedanken gemacht habe, für zu dem Thema einen Podcast zu machen, sind immer neue Elemente aufgefallen und mir an den Grab gefallen, sodass es ich hoffe, dass ich den Tour gemäht kriege, so mal so. Das heißt, angegangen war damit, dass ich an meinem Podcast über die Unteile, die wir haben, über die Rebellenkant gespart haben, und dass darüber heraus eben Diskussionen kommen sind, eben, was den Irscher betrifft, und was kann ich machen, für den Irscher gesund auszudrücken. Und auf der anderen Seite sind ich auch immer damit konfrontiert gehen, dass von der Thema Irscher kennt, dass die Leute nicht gerne darüber schwätzen. Das heißt, ich gebe so mal ein globales Beispiel. Wenn ein Leute hat, die an irgendeiner Situation sind, wo sie mal etwas müssen aufschließen, das heißt, nicht unbedingt eine Person, die aus dem Leben verschwunden ist, dass es unbedingt ein Tod muss sein, aber irgendetwas, was nicht zu ändern ist, dann schafft nicht ganz oft mit den 4 Stufen von der Akzeptanz von Elisabeth Kübler-Ross. Ich weiß, sie sind heute ein bisschen umstritten und trotzdem haben sie Mengen an hier Berechtigkeit. Und eigentlich für ganz global darüber zu gehen, das heißt, den nie, also wo einfach verneint geht, dass es das Problem überhaupt gibt, dann wird verhandelt, es gibt den Irscher, es gibt Depression und dann die Akzeptanz an dem Ganzen. Ich kann mit den Leuten über Aspekte schwätzen, die beweisen, dass sie es gerade komplett, nee, das ist gar nicht wahr, die Probleme, die gibt es nicht. Ich kann mit Leuten darüber schwätzen, wo sie am Gang sind zu verhandeln. Ja, wenn ich das nur so mache, dann geht die Geschichte vielleicht auch noch gut aus. Ich kann über die Depression darüber schwätzen, wo sie wirklich extrem an Trauerfall fallen, an extrem traurig sind, bis hin zu wirklichen depressiven wie soll es ein Unfall ist, sondern nicht, sie sind an einer Depression, mehr dass es an die depressive Richtung geht, wo eigentlich kurz ein Klammer ob depressiv eigentlich bedeutet, dass der Druck raus ist. Das heißt, dass so oft sich Druck gemäht wird, entweder für zu verhandeln, für zu verdrängen, dass dann irgendwie kein Druck mehr da ist, dann an den depressiven Zustand fallen kann. Aber sobald das Thema Irscher kommt, da gibt es Thema gewechselt oder es kommen so Sätze wie «Nimm kein Irscher, weil den ist zerstörerisch». Und ich habe mir darüber ein bisschen den Gedanken gemacht, von wegen, was das mit den auf sich hört, beziehungsweise was hast du eigentlich so den Tour, den du dran gemacht hast. Und was ich da extrem spannend fand, ist allein mal, was wir da betreffen, die Irscher beschreiben. Das heißt, wenn ich das letzte Wort Irscher gebrauchen, das könnt aus am Deutschen in Verbindung mit Ärger. Und Ärger ist eigentlich also die Steigerung von Ach, also etwas ist schlimm und es wird schlimmer. Das deutsche Wort Wut, das kennt von Woda, das ist mit dem Wodan, also mit dem Oden in Verbindung. Das ist also eine Glaubensgeschichte, das natürlich nicht in den Podcasten lauscht, den du vielleicht Pantheonen oder den nordischen Pantheon mal da betrücht sieht, aber auch wenn den Oden ein Gott aus den natürlich richtig dran kann, den auch ein ganz aggressiv Seite hat aber auf der anderen Seite auch so mal also eine Darstellung von einer enormen Weisheit. Also stell dir fest, dass das ein bisschen davon gecut ging ist und das ist nach den negativen, aggressiven Teil hängen geblieben. Wenn ich das am letzten Beispiel Rosen oder Roserei gebracht, das leitet mit Raserei in Verbindung, also direkt mit Rage, also am Sinn von, das wie wann zu dem Thema Roserei ein kein Skala hat von 1 bis 10 oder ich schaffe schon mit einer Skala von 1 bis 15, mit das wie wenn der juste Schalter wie entweder hast du gut do oder sie hast du flatsch und dann hast du aber doch direkt an 100% do und direkt auf der Skala von 1 bis 10 also dann bei 11 kommen.
ich schaue das natürlich ein bisschen die Frage gestellt, was würdet du machen auf sich? Als das vielleicht mal an erster Stelle, also ich werde schon im heutigen Podcast nicht unbedingt eine Antwort geben, mir vielleicht würde den anderen darauf hin eine Antwort auf Manns für sich selber. Mein erster Punkt ist, ist das vielleicht der Grund, für was wir Roserei so wenig gerieren können. Wenn wir es schon nicht wieder können gerieren, dass wir es irgendwie aufstufen können, an Nuancen dran können setzen, wie soll man es dann am Inneren überhaupt gerieren? Das ist mein erster Punkt zu dem ganzen Thema. Den anderen Punkt ist, den mir durch den Kopf gegangen ist, was Leid der Sache. Das heißt, ich komme immer mehr zu dem Schluss, dass eigentlich den Irrger just das ist, was sich weiß, weil irgendetwas Ernstes sich nicht kommt, proper entwickeln. Also und sich wird die Energie schon gedeckelt und angespart, ehe sie überhaupt eine negative Konnotation hat oder eine zerstörerische Konnotation hat. Da ist mir dann noch angefallen, wo ich den NLP Master gemacht habe, da haben wir über Wertehierarchie geschwärzt und wir waren schon interessanterweise alle gut mit den zwei selben Werte am Schluss gekommen. Das war auf der einen Seite der Schutz und auf der anderen Seite Selbsterfahrung. Und Selbsterfahrung und der Schutz, das sind zwei Teile, wenn ich über den Teil von der Transaktionsanalyse gehe, das ist, da könnt ihr gerne meinen Podcast anschauen, auch für die Leute, die vielleicht noch nicht mitgekriegt haben. Das ist der angepassten Kant und die Rebellenkant. Und interessanterweise habe ich also dann vom angepassten Kant, das passt sich entweder aus dem Vertrauen heraus und, dass es weiß, du kannst meinen Platz wandern, versus es passt sich aus Angst an, also es Vertrauen versus Angst. Mein Rebellenkant bleibt ein bisschen auf dem Wort Irrger stehen. Das heißt, dass da eigentlich ganz viel Selbstbestätigung dran steht, Selbsterkenntnis auch dran steht, nicht nur am Sinn von sich selber zu erkennen, aber sich kennenzulernen, weil er seine Erfahrungen selber machen muss eigentlich, wo ich auch immer einen kleinen Klammer aufmache, wie oft erleben wir in der Spiritualität, dass da Leute sagen, ja, der schwurbelt dann immer so rundherum und das sind Sachen, die kann ich nicht wieder fassen, die muss den anderen erleben, die kann für sie erleben. Was als Gesellschaft betrifft, also ein bisschen so, dass man ganz viele Sachen haben, wo eigentlich die Eigenständigkeit weggeholt. Das heißt, du gehst über den Kopf von keiner was dezidiert, du gehst, sobald eine ganze Decision muss vielleicht am Anfang ganz einfach ausdrückt, am Sinn von, ich will das da, er sich auf den Boden gehalten und auf der Feststrampe sieht, ich will aber, da geht schon direkt von Anfang gedeckelt. Und ich will auch, dass das da klar ist. Das ist kein Reproche, die ich und die Eltern machen, weil wie ich immer so kann, kommen nicht mit einer Grossanweisung auf die Welt. Aber die Eltern sind, das bei sich selber gelehrt gehen, das heißt, also sobald du irgendetwas kennst, wo ich merke, dass du eine extreme Power haben drin hast, den ich mal nicht an irgendeiner Richtung kann definieren, machen wir mal schon direkt, dann hört auch da schon Mom den Deckel drauf gemäht, also bei denen, die da noch älter sind, das heißt, so keine andere Technik gelehrt, wie dem kann eigentlich so sagen, am Sinn von, sobald es der Rose ist, dann muss man da irgendwo einen Deckel drauf machen. Den Haken in der Geschichte, den ich gesehen habe, ist, dass wir nicht gelehrt haben, die Energie zu erkennen, eher was sie können mit dem Wort Roserei definieren. Das merkt dann auch später an Gesprächen, die Leute mit uns als Erwachsene feiern, wenn irgendjemand eine Meinung hat und meint, die Meinung gibt einem nicht gefallen, dann ist ganz oft der Satz, «Gävlo nicht Rosen». Voilà. Also wenn man den Deckel schon drauf, den anderen hat noch gar nicht gemäht. Also auch da, ehe überhaupt irgendeine Art von Emotion sich weisen kann, irgendeine Art von Reaktion, ist den Deckel schon drauf. Wie bei Kanner, ehe sich überhaupt irgendeine Art von Emotion kann weisen, ist den Deckel drauf. Und dadurch, dass er direkt gebremst wird, für den Deckel
Waschfuhren zu lassen, für sich äußern zu können, bleibt nimmen die Roserei an dem Moment. An die ist dann dadurch destruktiv, weil sie mal für dich den Deckel wird müssen wasch kicken. Wenn dann den Deckel an Gesicht kriegt, ja gut, das ist das Problem drin. Aber sonst die Leute, die vielleicht nicht nur am inneren Kind, mir wirklich sich das Bild ein bisschen wie global wollen gucken, du hast es vielleicht spannend herauszufinden für den Einzelnen, okay, kommen wir mal eine Skala an die Sache und wir machen eine Timeline da dran. Aber wenn ich so, heute Morgen sind ich explodiert 10 Uhr, dass ein Timeline zurückmischt und sich die vorstellt, was das Vierdro geschieht, was war Vierdro von Gedanken da, von Emotionen da, eiert überhaupt an die Richtung von Roserei gegangen ist. Vielleicht sind du ganz andere Sachen da. Mir fällt nur so spontan, während ich heute Podcast machen, fällt mir wohl dann, was extrem am Gegensatz davon steht, und irgendwie trotzdem passt. Enthusiasmus. Wenn ich merke das zum Beispiel auch auf meiner Arbeit, dann habe ich eine Idee für irgendetwas zu ändern, so, oder Wahrheit, da können wir mal so machen, und ich gehe mit Enthusiasmus dahinter, da kann irgendein, also ich doch schon, nein. Das heißt, ich kann meinen Enthusiasmus und meine Kreativität eigentlich gar nicht ausleben. Und irgendwie sind schon die Sachen gefrust. Bloß sind das Sachen, die können mir genau gesehen ziemlich egal sein. Dann gebracht ich meinen Enthusiasmus an die Sachen, die ich dann daheim gerne mache, die ich privat gerne mache, wo kein das irgendwie kontrollieren am Deckel kann. Am Sinn von, wenn der die Energie nicht will, passt, mir kann das schon nicht. Aber für dort zu gucken, ob ich da nicht, wenn wir so, wir sollen schon die Teile alle gut integrieren, aber wir können nicht hingehen, also ich integriere nicht mit der Aggressivität, weil wir dem Moment mit einem Jugement integrieren, das viel am Platz ist, für herauszufinden, nicht am Sinn von, was braucht der Rebellenkant wirklich, aber was für ein Undeel von uns als der Rebellenkant wirklich, wenn man mal das ganze Jugement als Angst dafür, dass es kein explodieren, giffen wegholen. Weil explodieren, das just von in der Druck steht. Das ist wie wenn ein Wasser hat. Wenn ein Wasser proper fließen lässt, proper kanalisiert, dann ist es gut für das fruchtbare Land. Ich will just am Sinn von, wenn wir hingehen und wir haben einen Fluss, die proper kann laufen, die rundherum nach Platz hat, wenn er mal so weit rennt, wo er sich kann ausbreiten, ohne dass er irgendetwas zerstört. Das ist alles gut, wenn man an einen betonierten Kanal sitzt. Dann ist die erste Verschwemmung, ja, wenn du ein Auto am Dingen an der Garage stehen hat, die gibt schon ein Auto. So Sachen haben wir schon. Das ist für mich dasselbe. Also, was ist die Fluss Eieren an die betonierte Wand gesagt gehen, als für das ein kann zerstören gehen. Für das ein zum Tsunami geht. Aber für auch nicht mehr ein fruchtbarer Fluss. War fruchtbares Wasser. Und das ist vielleicht der Punkt, aber wie gesagt, ich schon nicht direkt eine Antwort drauf, weil ich wirklich an den letzten 2-3 Wochen so mit dem Sujet bombardiert gewesen, dass ich jetzt selber noch muss eindröseln. Mich wollte da aber schon mal auf den Weg gehen, wo ihr vielleicht könnt Gedanken darüber machen, wie die Sache richtig anzupacken ist. Am Anfang wollte ich uns den Dinge machen, den Podcast machen, am Sinn von, was als gesunden Irrger. Und in der Zwischenzeit sind ich am Punkt, wo ich so, was ist der gesunde Ursprung von dem, was durch falsche Behandlung zum Irrger geht. Da lasse ich das hier mal ein bisschen allein stehen. Könnt vielleicht einen Podcast noch, wo ich dann auch die Antwort tun. Bist du in der Sonne auf jeden Fall. Vielmals merci für den Nullausstrahlen. Schöne Mittag, schönen Abend, a gute Nacht.